Guten Morgen, Monsignor Weihbischof Leo Wagner. Dir seid den diesjährigen Oktavprediger. Wie fühlt ihn sich als Oktavprediger von einer Jubiläumsoktav, die im letzten Jahr vom Papst François persönlich hier zu Lützeburg lanciert wurde? Das ist natürlich ein Eier für mich, das will ich aber so sagen, dass der Erzbischof mich gefragt hat, während diesem Jubiläumsjahr, was Jahren doppelt. Jubiläumsjahr ist einerseits also das hellste Jahr 2025 und dann andererseits sind es 400 Jahre, dass wir Wallfahrten haben zu der Mutter Gottes von Lützeburg, dass der Erzbischof mich dafür designiert hat. Das ist nicht für dich, wo ich den Exerzis mache, weil es die zweite Karriere ist, wo ich mit den Oktavpredigten betraut bin. Aber das habe ich besonders gerne gemacht, weil es aber herausragend Ereignisse sind. Welche Themen wollt ihr als Oktavprediger in der diesjährigen Oktav besonders behandeln? Thema ist ja viel gehen, das ist dann auch etwas Neues. Das wäre immer Thema, als von dem Oktavprediger am Fongehol rausgesicht gehen. Aber das kann ja also mal viel gehen an der Form, dass das hellste Jahr ja Thema hat Pilger von der Hoffnung, Pèlerin d'Espérance. Und dass das Thema auch geholgen ist für ein Diözesanjubiläum, wo 400 Jahre Oktav. Und ich werde also an diesem Themenbereich mich bewegen, wobei den Akzent ganz klar auf der Hoffnung liegt. Männer auf dem Pilgern können zwar auch viel, aber ich will vor allem Dingen die verschiedenen Aspekte von der christlichen Hoffnung belichten. Pilger von der Hoffnung als das Motto von der diesjährigen Oktav. Wie wollt ihr konkret Thema Hoffnung, das ist ja ein abstrakter Begriff, den Leid, die in die Oktav kommen, vermitteln? Ich will nicht alles verraten, dafür sollen die Leute ja dann noch Predigten nachlauschen, aber die hat recht, Hoffnung muss ich ein bisschen konkret abhängen. Und ich probiere darauf anzugehen, schon über das Thema nachgedacht, was Hoffnung Kind Haut bedeuten, für Leute, die Haut leben. Das geht nicht mehr nur auf dem Hintergrund, wo ihn auch die Zeit, an der man leben, mit guckt. Weil, wenn der Papst gerade ein Thema rausgesicht hat, Pilger von der Hoffnung, dann ist das doch, dass die Leute Hoffnung brauchen, weil sie viele Krisen durchleben. Die Krise will sie vielfältig an dem Leben von dem Einzelnen, das kann von der Krankheit bis zu Schädigung gehen. Wir sind aber auch an einem Umfeld, das von Krise geprägt ist. Wir wissen nicht mehr, wie die Welt nach global zu denken ist mit neuen Evolutionen an der Politik, und Covid da ist. Und da stellen sich also immer im frohen und Hoffnungspotenzial von den Leuten. Und ich will probieren, konkret darauf anzugehen, aber die muss ich schon überraschen lassen.